Mennoniten Geschicht, Nummer 50. Ditmal vertellen wir noch wat meer van wat bij Aylmer, Ontario, bij Madison, Ontario en bij Rainy River, Ontario van 1958 aan passiert, als zoveel mennonitische families aanvangen van Mexico naar Canada te trekken. Wir haben letztes Mal gerade noch gesagt, dass Hennig Freis von Rosenbach in Mexiko ein Gedicht geschrieben hat, von dem Reitmärken nach Madison, Ontario zu tragen. Das Gedicht wäre übrigens auch so ein bisschen ein Spaßmärken über dort Planen an Ontario tragen. Viele Lied besposten diese Bewegung. Aber für die Lied, was das Planen und durchführten, wäre dort kein Spaß. Sie glaubten bei Madison, Ontario eine Möglichkeit zu sein, eine mennonitische Siedlung zu gründen und nach mennonitischem Stil gemischte Formwirtschaft treiben zu können. Da wären viele Forms billig zu kaufen, einige gekauft worden für die lokale Regierung für den Tax, den die Ferieigentümer schuldig geblieben wären. Vieles, was ich hier vom Madison tragen vertalen will, das habe ich durch meine eigenen Beobachtungen. Vieles andere habe ich von so Personen, die auch mal bei Madison, Ontario gewohnt haben. Gerhard Rempels Betty, die mal mit ihren Eltern Gerhard und Maria Blatt Rempel-Taub von Weidenfeld in Chihuahua, Mexiko nach Kanada kamen, hat in ihrem Blattbuch beschrieben, wo sie dort nach Madison tragen, dort wohnen, dort von dort aus in Manitoba in Süd-Ontario arbeiten fahren und eng dort von dort wegtragen, erst nur die Aylmer, Ontario Gegend, dann noch Manitoba und dann noch La Crete, Alberta, als Kind und Teenager mitbelebt hat. Und Betty Rempel ihrem beschrieben von dieser Geschichte im Blattbuch sind auch mehrere sehenswerte Bilder. Auch von dem Truck, den vorher in Chihuahua 1956 nie kauft, womit sie erst nach Manitoba trocken und von dort nach Madison, Ontario, von dort nach Süd-Ontario und von dort war er zurück nach Manitoba und dann later noch nach La Crete, Alberta trocken, wo die Gerhard Rempel-Familie sich eng tüsmüht. Das Truck ist noch von den Tag immer als ein Andenken irgendwo an die Gerhard Rempel-Familie bei La Crete, Alberta. Betty Rempel sagt, wir kamen in Emerson, Manitoba am 11. Mai 1957 an. Wir brachten auch die Jakob Bremer Familie mit nach Manitoba von Weidenfeld in Chihuahua, Mexiko. Wir wohnten in Gnadental, Manitoba und halten die Former durch die Soccerbeitenfleckereien weiden. Von Gnadental, Manitoba fuhr uns vor der Madison, Ontario und kauft dort ab die Black River Township eine Form von einem Henry A. Melbo für $747,20. Dort wird die Summe Geld, was Melbo an die Regierung an Taxgeld schuldig wäre. Vor der Krieg, als er den Tax betont hat, den freien Lohntitel für die Einjahrmoten vor die Wirtschaft. Als vor der Krieg gekommen wir nach Manitoba, dann trocken unsere Familie in Franz Willers mit ihre 7 Kinder, Franz Wallen und ihre 5 Kinder, und uns Vater Franz und Helena Blatz und ihre 3 Kinder, alle taub nach Madison. Uns Vater fuhr vorab und 3 Koren mit Anhängers fuhren uns heran. Wir fuhren den ganzen Tag und als das Abend geworden wäre, dann spreit wir Plons auf die Erde, leden unsere Dachen dort ab und schleipen alle in eine lange Reihe am Groben unter die Stierens. Zum Morgens stunden wir ab, kirkten Hovergrad, eiten Frühstück und reisten weiter wieder. Eine Nacht schleipt wir alle zwischen 2 Iserbohnen gelesen. Am Anfang wird dort durch fein still, aber bald fangen wir ut, dass durch jeder Stunde ein Zug vorbei fuhr und die Erde unter uns schädern mög. Eine Nacht, sagt Betty, sah wie die Nordlichter dachen und am Himmel rumfahren. Einige von den Reisenden sehen, dass wir ein Teken, dass das Welt eigentlich bei wir. Das leid so Schmack, aber dass wir doch zum Ängsten, wann dort bedienen soll, was ein gesehen.
Op de 219e Seite am Blattbuch als ein schmackes Bild hingen wir jetzt auf diese lange Reise aufgenommen. Lees je wat Betty Rempel schrift von, wo sie auch als Kind die neue Welt in ihrem jungen Leben gesehen hat. Betty nannt in ihrem Buch die Namen von 30 Familien, wat mal bei Mennoniten, Ontario woonden. Die meeste von diesen Familien kamen von Chihuahua, Mexiko, aber ein paar Familien kamen von Durango, Mexiko. Betty sagt, bei Mennoniten wie ihr erster Schullehrer Johann Bickert, wo later war terug naar Chihuahua trok en daar met vrouw en 3 kindertaub von einem Mexikaner umgebracht wordt. Betty ihr tweeder Schullehrer wie ein Johann Schreider, der von Durango doorheen getrokken wird. Isaac Levin sagt, Schreiders woonden een beetje weit auf von der Schule, en wanneer het im Winter schlechtes Wetter war, dann kwam Schullehrer Schreider Firken gar nicht naar de Schule, den Tag über. En de Schuld hing blijven door alleen. Dan sagt Isaac Levin, wils wie door dicht bij de Schule woonden, meiden de Lied nie bij Mennoniten als ihren Schullehrer. Am Sonntag, so sagt Betty Rempel, spielt Levins Isaac, aber vielleicht wird er auch krijgt zu Firken Levins Franz, mit der Akkordeon en wie andere zungen alle taub Deutsche Lieder ab Psalmenwiesen en Evangeliumswiesen. Im Sommer 1958, sagt Betty, bleven Susanna, George, Abe en ik thuis in Mennoniten, om ons rindvee en hina bezorgen en de huis en hof arbeid doen. En onze Eltern en de andere Geschwister fuhren alle naar Manitoba door geld te verdienen met buitenweiden en zuster Anna ihre Kast met bij te wonen. Danach ging wie 4 Geschwister Emma te voet naar onze vader Franz Platz, ungefähr 1 Mil von wo wir wohnten. Im Sommer 1958, nachdem die Familie in Manitoba buiten geweiht hat und terug Bad Mennoniten gekommen war, dann fuhr wir alle taub nach Süd-Ontario, door geld te verdienen, op de Tabak- en Tomatenflecken en met Apfelflecken. Ein Peaches-Farmer geeft ons daar umsonst veel peaches. Ons vader kauft veel Gläser en onze Mutter en wie Mädchen kochten de peaches alle aan, zum Winter. Wenn je Gelegenheit haben, dann lest Betty ihr beschrieben in ihrem Blattbuch von ihrer Familie, ihre Wanderungen und was sie dabei als Kind und Teenager belebt hat. Betty Rempel Dodds hat noch Blattbücher. Sie verkaufte für $30 Canadian. Ihre Anschrift ist Box 302, 6 Smith, Alberta, Kanada, TOHRCO, und ihre Telefonnummer ist 780-568-4292. Dort entstonden von einer Rheinländer Mennonitengemeinde manch oldkolonische Mennoniten bei Mennoniten, Ontario. Die 30 oldkolonische Familien, die von Chihuahua und von Durango, Mexiko, nach Mennoniten, Ontario getrokken waren da am Anfang ganz ohne Prediger. Der oldkolonische älteste Jakob Freis und andere Leiders von der oldkolonischen Gemeinde in Manitoba hatten al angefangen, die nie angesiedelte Familien bei Mennoniten zu helfen mit verschiedenen Sachen. Älteste Freis und andere oldkolonische Prediger hatten da allmal gepredigt, hatten da all Daubfass geholt und junge Poren topgetrüht. Aber sie wären noch nicht dazu gekommen, dass sie die Lieder helfen, eine Gemeinde zu gründen. Zwischen ihnen hatten ältester Cornelius Nickel en andere ooms van de nieuwe Rheinländer Mennonitengemeinde in Manitoba, die nog maar kurz gegründet worden weer, van zo'n ooms en Brüder, die sich von der Manitoba Sommerfeldergemeinde getrennt hadden, ook davon gehört, dass sich bei Mennoniten, Ontario eine Gruppe oldkolonische Familien von Mexiko ansiedelt und dort die dort keine Prediger hatten. Und ich weiß nicht gerade, wo das dort gekommen ist.
Über einen Tag fuhren die Rheinländer, ihr ältester Cornelius Nickel, ein Wort von ihre Ooms nach Mennoniten Ontario han, und fangen door eine Rheinländer Gemeinde an mit den oldkolonischen Families, die da woonden. Diese oldkolonische Lied von Mexiko wären gar nicht alle dafür, dass sie Rheinländer waren wollen. Einige haben sich viel lieber mit der Manitoba Oldkolonie abgeschlossen, als mit der neuen Rheinländer Gemeinde. Aber die Manitoba Rheinländer älteste hält da die Mennoniten einfach eine Predigerwahl auf, wo Gerhard Kran, der von der Swift-Current-Kolonie in Chihuahua kam, und Bernhard Freis, der von Gnadental ab der Manitoba-Kolonie kam, als Predigers gewählt worden. Gerhard Kran nahm das Predigeramt an und lässt sich als rheinländischer Prediger ordinieren. Aber Bernhard Freis nahm das Amt nicht an. Er trok bald nach der Wahl mit seiner Familie zurück nach Chihuahua, Mexiko. Diese 30 Familien, meistens von Chihuahua, aber auch ein paar Familien von Durango, Mexiko, fangen bei Mennoniten Ontario mutig an. Sie haben damit gerechnet, dass sie da würden können ihr Leben merken mit gemischter Formwirtschaft treiben, so sie das in Mexiko getan hatten, in ihre älteren Vorher in Manitoba und Saskatchewan. Aber das wird an sehr bald klar, dass es in der Mennoniten Gegend nicht so recht schaffen wird. Die Form annahm, wir zu klein zum davon leben. Viele von diesen Familien fuhren im Fahrjahr nach Manitoba, dort Geld zu verdienen mit Beitenweiden. Und viele von diesen Familien fuhren, wenn sie in Manitoba mit dem Beitenweiden fertig wären, nach Süd-Ontario und verdienten dort Geld auf die Tabakfläche, Tomatenfläche und Apfelgärten. Immer mehr von diesen Familien bleiben entweder in Manitoba oder in Süd-Ontario wohnen. In nur wenigen Jahren wohnten die Mennoniten noch ganz wenige Familien. Am Ende trocken auch diese wenigen Familien noch entweder nach Manitoba, nach Süd-Ontario oder nach der Rainy River Gegend in Ontario, wo in der Anfangs in März 1960er Jahren auch allartige oldkolonische Familien und auch ein paar kleingemeindliche Familien von Mexiko angetrokken wären. Auch die Gerhard Kran Familie trok nach der Rainy River Gegend. Davon ein Bett lauter noch mehr. In der Rainy River Gegend wohnten all eierwort mennonitische Familien, die von Manitoba dahin getrokken wären. Und weil es auch sehr billig vor die Wirtschaften zu halten wären, trocken mennonitische Familien von Mexiko dahin und kauften dort vor die Wirtschaften. Auch ein paar von meinen Geschwistern trocken dort 1965 an. Wenn mennonitische Büros von Mexiko nach Ontario kamen, um in der Rainy River Gegend Wirtschaften zu kaufen, dann verstunden die Landagenten der Mennoniten ihre Ankenntnis meistens gut auszunutzen. So eine Büros von Mexiko, die da am Anfang dachten, sie hatten gute vor die Wirtschaften billig gekauft durch Landagenten, die wollten sehr bald an, dass sie ihre Wirtschaften da für den doppelten Preis gekauft hatten, von was die in Wirklichkeit wert wären, oder noch derer. Ich weiß noch, dass mein Bruder Isaac ein so einer war, der seine Form durch die Straten mehr als doppelt betont hat. Ich weiß auch noch gut, dass das Bruder dann sagt, er hat gedacht, nu wohnt er in einem Land, wo Abrechtigkeit herrscht, wo man Landagenten vertrauen kann. Aber er hat sehr bald gelehrt, dass er der Handelslied auch hier nicht alles bleiben kann. Bruder Isaac war nicht der einzige mennonitische Bürger von Mexiko, der in dem Rainy River District viel zu viel geteilt hat für seine Form. Da wären noch viele andere Büros, die ihre Wirtschaften dort auch viel zu dir gekauft haben. Dann Landagenten haben die Mennoniten von Mexiko gleich gemerkt, dass diese Gegend geeignet wird zum Getreidetragen. Aber das weiß ich sehr bald rüt, dass er meistens viel zu viel Regenfall war im Herbst, um die Getreideernte dreich anzubringen. Für Malch oder Viehwirtschaft wird die Rainy River Gegend einigermaßen geeignet, aber nicht reicht für Getreidetragen. Aber nu, ehe wir noch mehr von den Mennoniten in der Rainy River Gegend in Ontario vertalen, sollen wir uns zwischendurch vielleicht was davon vertalen, was an Süd-Ontario in diesen Jahren passiert.
Dan van in de aanvangs 1950 jaren aan trokken zich ook nog immer meer Mennonitische families van Mexico naar Zuid-Ontario. En van 1950 aan trokken ook einzelne families van de Mennoniten Ontario naar Zuid-Ontario. De oud-kolonische prediker Jacob Neudorf van Manitoba voer 1959 naar Zuid-Ontario en bezocht door de familie van zijn vader Gerhard Rempel en andere oud-kolonische families van Mexico. Prediker Neudorf stond daarover dat er in Zuid-Ontario al zoveel oud-kolonieën van Mexico verstrekt woonden en ganz ohne geestelijke leiderschaft waren. Wils de oud-kolonieën terugwanderung van Mexico naar Canada ganz ohne geestliche leiders passiert, weer in Zuid-Ontario nog immer keine oud-kolonische gemeente, want er ook al viele oud-kolonische families woonden. Dan deze lied trokken door einzelwies aan, ohne dat een prediker met aan mettrok. Einige van de oud-kolonieën voeren door al aan en wader naar andere Mennonitische kerken, aber für die meeste Lied wären die Gottesdienste dort zu fremd, sich damit thuis zu fühlen. Viele oud-kolonische Families hatten in Zuid-Ontario aber all lang ein Verlangen gehabt, ihre eigene Gemeinde haben zu kennen. Und als diese Lied door antworten, dass Jacob Neudorf ein oud-kolonischer Prediger war von Manitoba, dann wollen viele von an haben, soll an dort mit dem Wort dienen. Dat die Rempel sagt an ihrem Platz wie auch so. Prediger Jacob Neudorf von Winkler, Manitoba, hält in Ontario eine ganze Werk Abendversammlungen. Und dann, Sonnabend stellt er durch den ersten oud-kolonischen Jugendabend an, wo die Jugend an den ersten Bänken saß und der ältere Lied an den hintersten Bänken. Dat die Rempel sagt, dass wir ein lebensändernder Abend. Jugendliche spielten Musikinstrumenten und sangen heilige Lieder. Viele Jugendliche und auch Erwachsene deilten öffentlich mit und versöhnten sich miteinander und so weiter. Hiermit wie verdammt mal weiter aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr von Waut bei Aylmer, Ontario, bei Mennoniten, Ontario und bei River, Ontario von 1958 an passiert, als so viele mennonitische Familien anfangen von Mexiko nach Kanada zu tragen. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.